Merci, Herr Präsident. Dann gebe ich direkt aufhängen an dem Herr Biancalana. Merci so für das Interpellation zu einem Sujet, der, wie gesagt, als Gesellschaft aber oft mehr impactiert, wie nicht auf den ersten Blick so Menge lässt, dass Menge ist, also als Interventionen halt auch ganz klar rausgegangen. Du wennst aus dem Sujet auch Teil vom Koalitionsakkord, weil klar Konsens du hast, dass Handlungsbedarf du hast. Vielleicht vor mir generelle Remarken als Introduktion. Wie gesagt, am Koalitionsakkord fegen sie mir eine globale Reform zu machen, für eben den Kader vom Glücksspiel unter das 21. Jahrhundert anzupassen. Am Moment gehen jetzt, wie gesagt, zwei Gesetze. Das ist das Gesetz von 1977 über das Glücksspiel und dann aber auch das Gesetz vom 22. Mai über die Œuvre nationale de Secours Grand Duchesse Charlotte, die in die Kompetenz vom Staatsminister fällt. Die Reform, die wir wollen machen, die basiert auf ein paar Prinzipien. Den ersten Prinzip davon ist, dass Bedürfnis nur Glücksspiel an einer legalen und kontrollierten Offer soll kanalisiert gehen, für die Spieler eben justement davon aufzuhalten, für illegal Glücksspieler zu gebrauchen. Den Umfang von der legalen Offer vom Glücksspiel soll auf einem moderierten Niveau gehalten sein. Das heißt, soll die bestehenden Bedürfnisse erfüllen, man soll aber keine zusätzlichen Bedürfnisse schaffen. Das heißt, soll nicht eine Entwicklung von einer legalen Offer aus reinen wirtschaftlichen oder Profitgründen oder Steuergründen getrieben sind. Und da ganz wichtig, der Schutz von minderjährigen und vulnerablen Personen soll verstärkt werden. Und da ist effektiv überschneidet das sich ein bisschen mit den Fragen, die ich an meiner zweiten Kaskette von der Konnektivität und der Politik Numerik mal stelle, wie können wir allgemein die Jungen auch schützen am Online-Umfeld, die man, wo gesagt, auch am Moment auf europäischem Niveau, wo Lützeburg am Conseil Telekom vertreten, am Moment auch stellen. Und dann ein anderes wichtiges Prinzip ist, dass die zuständigen Autoritäten eben sollen auch die Mittel kriegen am Kampf gegen die organisierte Kriminalität, weil die illegalen Spieler auch oft an dem Kontext installiert gehen, für notamment auch gegen Betrug, Geldwäsche und ähnliche Phänomene auch vorzugehen. Und dann besonders wichtig, ich meine, Madame Depré die wollen auch couvrieren, die Unterstützung von den Organisationen, die sich gegen Glücksspielaufhängigkeit ersetzen, die soll auch auf die Liste geholt werden, damit die hier Arbeit besser können machen. Wie kennt also so eine Reform ausgesehen? Das erste Idee, die diskutiert wird am Moment, als die von der Aufführung von einem richtigen Monopol für die Lotterie Nationale. Sie soll also gestärkt gehen an ihrer Rolle. Dafür muss man die Definition von den Glücksspielern aufpassen. Wir gingen auch dem Moment die Möglichkeit für Privatoperateure Sportwetten zu betreiben aufschaffen. Am Moment ist sowieso so, dass kein aus der Lotterie Nationale auch so eine Autorisation gefragt wird oder hat. Genauso als vorgesehen, dass punktuell Lotterien und Tombolan für philanthropische Zwecke muss ganz diesem Zweck denken. Am Moment kann ich sowohl für philanthropisch wie auch andere Zwecke das am Minister aufrufen. Und wir wollen am Fondgehol verhindern, dass das für kommerzielle Zwecke gemacht wird. Das heißt, soll rein allein auf philanthropische Zwecke. Das heißt aber auch, dass Basketverein, den eng Tombola möchte, noch immer das kann weitermachen. Also es ist wirklich die Exklusion von den kommerziellen Zwecken, der jetzt geht. Ein zweite Wolle wird Verstärkung dann vom Kampf gegen die illegalen Glücksspieler an den Kaffee, das haut schon ganz oft ugeschwart gehen. Auf diesem Plätzen dürften dann dem Moment just nach Spielautomaten abgestaltet gehen, die von der Lotterie Nationale betrifft gehen oder zumindest mal Akkord von der Lotterie Nationale abgestaltet gehen. Und das wäre dann noch egal, dem Moment, ob es sich um Glücksspieler oder sogenannte Geschicklichkeitsspieler handelt. Das bedeutet, dass die gesetzlichen Strafbestimmungen müssen angepasst gehen, notamment auch für andere Ermittlungsmaßnahmen zu erlauben, weil Strafen momentan zum Beispiel nicht hoch genug sind, für eine Kurztelefonie zu ordinieren. Das heißt, auch da muss man Strafen anpassen, für mehr konkret gegen die organisierte Kriminalität vorzugehen. Da muss ich natürlich auch sich vorstellen, was sind dann Sanktionen für den Kaffee, wenn sie sich nicht gingen, darunter erhalten. Du musst gucken, auch wie das mit der Kabarettage-Lizenz im Moment kennt machen. Was aber ganz wichtig ist, und wenn das Pummel auch schon hier an der Rede angesprochen gehen, ist wirklich, die Kaffee auch zu unterstützen, die im Moment auch einen ganz großen Teil von der Revenuen haben, an die ehrlich auch hier mit dem Thema umgehen. Und an dem Sinn, wenn wir auf den Weg gehen, ein Monopol zu schaffen, dann müsste man evidenterweise auch darüber schwätzen, mit Kommissionen für Kaffee nach oben anzupassen. Das schenkt man evident. Kapazitäten natürlich muss man auch an Mittel muss man auch gehen und Police des Jeux, die im Moment wie gesagt just auch am Casino operiert, aber auch der muss man ganz andere Moyen geben, wenn man gingen ob so einen Weg gehen.
Den digitale Bereich, den das von einer ganz Reihe von ugeschwert gehen, evidenterweise muss man auch den an einer Reform mit abzählen, für eben auch ein gesetzliche Basis zu geben für Online-Casinospieler. Du kennst den, wie das auch in anderen Ländern der Fall ist, auf der Wego für zu sagen, okay, ein landbasiertes Casino kann zusätzlich eine Lizenz kriegen für Online-Spieler. Da ist es aber so, dass, ich meine, den Herr Moser hat dort mal angeschwert, dass die europäische Jurisprudenz sagt, okay, die könnt so ein Monopol da geben, da muss die Population auch effektiv schützen. Und das bringt natürlich auch frohe Matze von Geoblockage. All die Frohen sind wir am Gangen, auch intern zu klären und auch mit den Akteuren für zu gucken, was können die machen, was müssen die machen, wie weit muss ich eigentlich gehen, wann ich ging, ob den dort Weg gehen. Das alles, wie gesagt, komplex Frohen, die nach weitreichend an der Diskussion sind. Ziel auf alle Fall von einer Reform ist für Lützburg ein komplett legal Offer für Glücksspieler online und offline anzubieten. Das wäre dann entweder über das Casino an die Lotterie national. Für das wir aber wissen, dass das Problem von den illegalen Glücksspielern an den Cafés aber relativ akut ist, dass auch heute für viele von euch auch darauf aufmerksam gemacht haben, dass man da dringend etwas machen muss, weil man eben die Situation haben, die da auch beschrieben hat, dass eben noch die Internetbornen da an den Cafés sind, wo natürlich dann auch schwierig ist zu etablieren, dass das illegal Glücksspieler sind. Genau das, wie auch Definitionen am Gesetz, machen es am Moment nicht möglich. Die hat vorgestellt, wie kann es sein, dass keine Poursuiten stattfinden, respektive keine Kondamnationen. Und genau da muss man den Kader aufpacken, für die Definition eben ernst anzupacken und eben auch den Monopol zu schaffen und dann dementsprechend auch Moyens zu gehen. Und in dem Sinn ist es so, dass man dezidiert tun, den dritte Volley an einer ersten Etappe 4 zu holen, das heißt nach 4 Ende des Jahres ein Projekt zu deposieren, den die illegal Glücksspieler an den Cafés ernst regelt, respektive definitiv dann verbietet. Und dann einer zweiten Phase, wenn wir eben all die Diskussionen aufgeschlossen über den Bereich am Online, wie wir auch die Jungen können schützen, wie wir können die Leute besser schützen allgemein, welche Seiten wir wollen, welche Seiten wir nicht wollen, wie wir das überhaupt können umsetzen. Dann kommen wir mit dem zweiten Volley dann von der Reform, die hat noch auch vorgestellt, von einem Regulateur stellen wir nicht froh, braucht man Regulateur nicht, für dich ist froh, welche Regeln will man applizieren. Und dann ist froh, haben wir einen Regulateur, den das heute schon kann, den das auch will machen, weil wir haben aber ein bisschen Tendenz, besonders aufgrund von den europäischen Text, extrem viele Regulateure Räder längst zu schaffen, mit extrem viele Kompetenzen, die sich ganz oft überschneiden. Und da muss man ja überhaupt heinst du mal Klarheit schaffen, wie viel was zuständig ist. Du wennst, manchmal ist es verfreit, für zu sagen, wir brauchen die Regulatoren und wir brauchen keine Regulatoren. Wir müssen hauptsächlich uns vorstellen, welche Regeln will man, welche Prozeduren will man gehen. Und dann muss man sich vorstellen, braucht man einen, wie kann den funktionieren, und haben wir nicht vielleicht schon einen, der besonders, wenn man vielleicht über online schwätzen, als vielleicht auch kennt, an dem dritten Bereich helfen. Madame Tanse hat effektiv auch noch vorgestellt vom Casino, also das regelmäßig Mandatinformationen am Minister auch gestaltet gehen zu der dort Problematik. Ich meine, das ganz klar am Gesetz vorgesehen, wie das dann auflegt. Ich meine, das ist ja eine Decision vom Regierungsrat, die dementsprechend auch missgeholt geht. Das ist aber so, dass im Moment keine Demande d'autorisation en cours ist am Justizministerium. Ich meine, da ging es weitergehen und Madame Depré für die Volet Prävention. Merci.